Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, heute wird's 'n Quickie, es ist spät, ich muss früh raus. Analyse zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League. Ja, locker flockig 4:1 gewonnen, und bevor wir da ein bisschen drauf eingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht: hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, Leute, was soll man groß sagen? Ich würde sagen, locker flockig runtergespielt den Bums. Atalanta hatte nicht wirklich die Ambition, noch mal was zu versuchen. Verständlich nach dem Hinspielergebnis, denke ich, vor allem, wenn man auch berücksichtigt, was wir für eine Heimstärke haben. Ähm, ja, lange Zeit viel Ballbesitz gewesen, gerade erste Halbzeit ohne irgendeinen Ertrag, ohne mal irgendeine richtige Torchance oder sowas. Von Minute zu Minute wurde es besser, natürlich dann bedingt durch den Elfmeter, den Heavy dann im zweiten Anlauf verwandelt hat. Danach war es natürlich schon ein bisschen besser. Wir waren ein bisschen besser drin, haben ein bisschen schneller gespielt, haben auch die ein oder andere Torchance noch herausgespielt, konnten wir dann nicht ganz nutzen, haben auch immer so vielleicht den letzten Tacken so ein bisschen vermissen lassen. Gerade auch Lennart Kahl, viele Schüsse genommen, die wirklich schlecht waren, muss man sagen, in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit war es eine viel bessere Leistung von Lenny. Ähm, ja, ich denke, man hat gerade auch die ersten 25 Minuten gesehen, so, ja, wir haben so mit 80% gespielt, ja. Natürlich dann auch noch die Mannschaft, die sich ein bisschen finden musste, ähm, aber eine ganz abgeklärte, souveräne Leistung, und genauso hast du's auch, runterzuspielen dann, ja, nach diesem Hinspielergebnis. Ähm, Aufstellung war ja genauso, wie ich sie auch aufgestellt habe. Ist jetzt aber auch keine große Kunst gewesen, denke ich, nach den ganzen Ausfällen und den Gesperrten und den fast Gesperrten, wenn sie heute eine gelbe Karte bekommen hätten. Von daher war die Aufstellung so auch zu erwarten, und ja, zweite Halbzeit hat's dann ihren Lauf genommen, ja. Wir haben bisschen Gas gegeben, Harry Kane überragendes Tor gemacht, ja. Super starke Einzelaktion, Lennart Kahl super rausgespieltes Tor. Auch gleich hier der junge Jost reingekommen, zack, direkt drin. Er hat sowieso ein gutes Spiel gemacht. Beim Gegentor sah er jetzt nicht gut aus, ja. Das muss man fairerweise auch sagen. Den Kopfball darf der Gegner natürlich nicht gewinnen, um den zu verlängern. Fand's auch gut, wie Urbich sich geärgert hat und da auch mal die Aggression oder den Unmut freien Lauf gelassen hat. Hat mir sehr gut gefallen. Und da sieht man halt auch schon, wie etabliert der Mann ist, ne? Oder der Junge, besser gesagt. Ja, und Luis Diaz hat den Schlusspunkt gesetzt, und das auch völlig verdient. Und damit werfen wir einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. Ich aktualisiere den Bums hier noch mal schnell, weil ich bin sehr früh nach dem Spiel. Gut, Ballbesitz 70:30, Abseits 1:3, Fouls 8:4, Zweikampfquote 55:7, 44:3, Schüsse aufs Tor 8:8, Schüsse insgesamt 24:13, Ecken 5:3, angekommene Pässe 771 zu 280, Flanken 9:9. Schüsse insgesamt: Lennart K. 6, Luis Diaz 5, Harry Kane 5, Torschussvorlagen: Stani 1, Karl 1, Diaz 1, gewonnene Zweikämpfe: Minjay 7, Bischof 5, Jonathan Tah 5. Ballkontakte: 114 Tah, 104 Goretzka, 101 Pavlovic. Ja, wenn man überlegt, wie lange Goretzka gespielt hat und wie lange Pavlovic gespielt hat, ist das auch schon wieder ein wilder Wert, aber sei es drum. Gut, damit gehen wir auch frisch, fromm, fröhlich, frei rein. Ja, ich denke, Vinny hat heute aus meiner Sicht, sorry, nichts falsch gemacht. Ganz im Gegenteil, ja. Bisschen Luft nach oben ist natürlich immer. Deswegen gibt es die ominöse 1,5, damit sich auch so ein paar Leute wieder drüber aufregen können. Ähm, Habe ich schon gesagt, Aufstellung gehe ich hundertprozentig mit. Ich habe ganz genauso aufgestellt. Auch die Auswechslung fand ich völlig fein. Da gibt es gar nichts dran zu meckern. Taktik 4-1, die Mannschaft war da, die Mannschaft wollte, dass vielleicht zwischenzeitlich mal so 2, 3 Gänge raus waren, ist auch völlig normal, ist auch völlig richtig. Ähm, Du musst nicht bis an deine letzte Grenze gehen, wenn du das Hinspiel 6:1 gewonnen hast. Also, alles ist gut. Gut, Jonas Urbich,
Ja, schön, dass er wieder da war. Für mich eine klare Note 2. Ähm, ja, die Schüsse, die er aufs Tor gekriegt hat, hat er gehalten und zwar das sehr gut. Auch keine Angst gezeigt. So, könnte ja vielleicht denken, nach so einem Zweikampf mit Gehirnerschütterung oder so, gleich wieder reingeworfen, erste Szene, ja. Ähm, Das Gegentor war machtlos. Wie gesagt, das musst du vorne besser verteidigen. Hinten war dann nicht mehr viel zu verteidigen für Min-Jae, der schon 'n Kopfballmonster ist. Und für Jonas war da sowieso nichts zu machen. Und ja, für mich hat er eine gute Partie gespielt, viele gute Bälle, gerade 1 gegen 1 gehalten. Ähm, ja, hat mir gut gefallen. Gut, kommen wir zu Tom Bischoff, der mir im Großen und Ganzen eigentlich auch gut gefallen hat. Ja, ich erste Halbzeit ja, die ersten 25, 30 Minuten hat er mir ein bisschen weniger gut gefallen. Ja, war er schon in komischen nicht in komischen Positionen, aber wenn er dann in den Positionen war in der Zentrale, war es meistens 'n Ballverlust oder sonst was. Das war nicht gut, ja, weil er auch sehr weit vorne dann in der zentralen Posi war. Zweite Halbzeit, wo er dann auf der Sechser-Posi 'ne Zeit lang gespielt hat, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, von daher würde ich Gesamtnote 3 geben. Jonathan Tah hat das gemacht, was Jonathan Tah macht. Das war eine ganz souveräne Leistung. Ich habe nichts gesehen, was ansatzweise schwach war. Note 2 von meiner Seite, ja. Wenn da was zu kritisieren ist, wäre vielleicht das etwas langsame Aufbauspiel, aber das war heute der ganzen Mannschaft geschuldet. Also, gibt es nix zu kritisieren. Min-Jae, gehe ich in dieselbe Riege. Für mich heute auch Min-Jae Note 2. Auch ja, jetzt kann man natürlich sagen, beim Gegentor, war er dann natürlich mit beteiligt, aber nochmal da hinten noch in diesen Ball irgendwie reinzukommen, super schwierig. Wenn, dann musst du den vorne klären, der darf halt nicht so verlängert werden, ja. Sonst hat Min-Jae 'n super gutes Spiel gemacht, ja. Ganz abgebrüht. Ich erinnere mich an ein 2 Grätschen, die er da Min-Jae halt heute Einsatz gezeigt wie für 3, ja. Also, grandios und dann hat er ja auch noch eine Zeit lang jetzt rechter Verteidiger gespielt, auch das war ordentlich. Natürlich der Torschuss, ja, der war natürlich wild. Kurz vor Ende in die 18. Etage aus 5 Metern. Aber hey, der ist ein Innenverteidiger, ja. Min-Jae hat mir gut gefallen. Ja, Note 2 habe ich gesagt, ne? Gut, dann haben wir Stunny. Hm, wenn ich ihn dann finde, was ist denn los heute? Da ist er. Ja, Stunny, ich habe an Stunny nichts auszusetzen heute. Das war ein gutes Spiel heute. Ich gehe auf eine 2,5. Ähm, vielleicht so der letzte Tacken in der Offensive heute. Man hat schon gesehen, dass so ein bisschen die Abstimmung fehlt mit Lennart Kahl. Ja, mit Michael Olise ist es schon viel, viel besser gewesen. Ist aber auch völlig normal und wir haben jetzt, glaube ich, das zweite Mal über die Seite zusammengespielt. Also, alles ist gut, ja. Ansonsten hat Stunny auch ein souveränes Spiel gemacht. Ja, eine schwache Aktion, an die ich mich erinnern kann, 2, 3 starke, die das ausgeglichen haben. Ansonsten viel im Ballbesitz auch da gewesen. Ja, Stunny hat mir gut gefallen. Gut, damit sind wir bei Pavlo. Ja, Pavlo hat gerade ja, in den ersten 25 Minuten, wo alles so ein bisschen schläfriger war, war Pavlo auf jeden Fall der super viel in Bewegung war, super viel die Bälle gefordert hat, super viel versucht hat, das Spiel auch mal ein bisschen schneller zu machen und so weiter. Ähm, hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Generell heute war es eine durchschnittliche Leistung dann, ja, ist ja dann auch relativ frühzeitig, 55. rausgegangen. Ja, ich sehe Pavlo heute auch bei 'ner 2,5. Und ich hoffe, dass natürlich nichts Ernstes ist, ne? Leon, ja, Leon war heute eine 3. Leon war heute eine 3. Es war heute sehr unauffällig über weite Strecken des Spiels. Ich hätte mir über manche Strecken des Spiels einfach ein bisschen mehr gewünscht von Leon, wenn ich ehrlich bin. Ähm, war jetzt aber auch nicht schlecht oder so, hat jetzt nicht viele Ballverluste oder sowas gehabt, ja, aber war oft so in so einem toten Raum gefühlt.
Da wäre ein bisschen mehr gegangen, war trotzdem 'n ordentliches Spiel, deswegen auch Note 3. Ähm, aber so der letzte Touch hätte meiner Meinung nach noch kommen können. Gut, sind wir bei Luis Diaz angekommen. Ja, Luis Diaz heute wieder absolutes Arbeitstier, ja, sowohl defensiv wie offensiv, super engagiert, immer wieder da. Auch das Tor war sehr, sehr schön gemacht. Auch davor, wie er sich, 1, 2 Chancen erspielt, wie er das Ding vorbereitet, für Lenny und so weiter. Luis Diaz das ist einfach auch eine Maschine, ja? Das kann man nicht anders sagen. Von meiner Seite gibt's 'ne 1,5, die ominöse. Gut, da sind wir bei Guerrero, den ich auf der 10 ja auch aufgestellt habe und ihn auch da erwartet habe. Hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Umso länger das Spiel ging, umso stärker wurde er aber. Hat am Ende des Tages ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Zwischenzeitlich dann auch mal auf der Außenverteidigerposition, dann noch mal 'n Tacken tiefer mit der Zeit. Ähm, Hat ein bisschen gebraucht, vorne klarzukommen, reinzukommen, aber danach war es echt eine ordentliche Leistung von Rafa. Das Tor blieb ihm verwehrt, ja, muss man sagen. Ich sehe ihn bei einer guten 3. Ich würde ihm 'ne 2,75 geben, von daher kriegt er eine 3. Gut, sind wir bei Lenny. Habe ich ja eingangs schon ein bisschen was zu gesagt. Erste Halbzeit hat er mir zu viele Schüsse genommen, die schlecht waren. Also, es ist gut, dass er sich Schüsse nimmt, ne? Es ist auch gut, dass er sich die Schüsse immer wieder nimmt, aber die waren ja katastrophal. Ja, also, da muss auf diesem Niveau muss man schon in der Lage sein, dass so 'n Schuss wenigstens mal aufs Tor kommt, ja. Und nicht, jeder dritte Schuss oder jeder Schuss oder 3 von 4 Schüssen in die dritte Etage gehen, ne? Also, da erwarte ich ein bisschen mehr, ansonsten auch 2, dreimal mir ein bisschen zu eigensinnig gewesen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass wir sehr, sehr wenig Bewegung teilweise hatten dann in der ersten Halbzeit. Ähm, 2. Halbzeit hat er mir auf jeden Fall besser gefallen, ne? Auch erste Halbzeit war es engagiert so, nicht falsch verstehen, ja, auch mit nach hinten gearbeitet, geackert, das war gut. Vorne hin, haben uns aber schwer getan, weil Atalanta auch sehr, sehr, sehr defensiv agiert hat. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser, hat die Räume besser genutzt. Das Tor muss er machen, hat er gemacht. Ja, ähm, ansonsten noch an 2, 3 sehr, sehr guten Offensivaktionen beteiligt gewesen, zweite Halbzeit. Das war der richtige Schritt wieder in eine gute Richtung, von daher Note 2 von meiner Seite. Ja, dann kommen wir zum Captain. Mein Captain, oh Captain. Harry heute wieder über jeden Zweifel erhaben, denke ich. Bekommt von mir die Note 1. Der erste Elfmeter war schwach geschossen. Was heißt schwach geschossen? Er wurde den Torwart verladen. Torwart hat eine gute Bewegung gemacht, ähm, sodass er dachte, er geht in die andere Ecke. Hat er ein bisschen Glück gehabt, dass der Torwart halt schon von der Linie entfernt war. Zweite Elfer hat er dann Harry Kane-mäßig, ohne irgendwelche Faxen, super platziert, super hart reingelegt ins untere Eck. Da wäre kein Torwart der Welt reingekommen. Das zweite Tor, Weltklasse, Alter. Ey, das machen nicht so viele Spieler auf diesem Planeten, dieses Tor aus dieser Situation, ja? Und ansonsten hat Harry Kane das gemacht, was er immer macht. Ja, öfters mal fallen lassen auf die Zehnerpose, geackert, gerackert für die Mannschaft. Ja, ich meine, er hat heute mal die Kapitänsbinde am Arm gehabt, aber genau das ist Harry Kane, ja, auch für diese Mannschaft. Ja, klare Note 1. Gut, kommen wir noch zu den Einwechslungen. Für Dennis Ofli habe ich leider kein Bildchen am Start. Aber der Junge hat mir richtig gut gefallen. Die richtige Einstellung, gleich drauf, gleich Vollgas, gleich den Ball erobert, Tor eingeleitet. Ja, nochmal beim Gegentor sah er nicht gut aus, da diesen Zweikampf. Ey, der Junge ist 18. Ja, so. Aber wie frei er aufgespielt hat, wie selbstverständlich aber auch er in diese Mannschaft reingekommen ist und da Teil dieser Truppe war. Und man hat gar nicht gemerkt, dass er, keine Ahnung, den hast du ja vorher noch nie gesehen, wenn du nicht beim Training bist. Ja, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, dann kommen wir noch zu Nicolas Jackson. Ja, Nicolas Jackson hatte auch 2, 3 sehr, sehr gute Aktionen, ja. Leider so der letzte Touch ein bisschen gefehlt. Hm,
Aber super engagiert gewesen, hatte Bock, ja, ist viel gelaufen, viel angeboten, viel Versuch gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Benoten tun wir es natürlich nicht mehr bei der kurzen Spielzeit. Das war aber ein ordentlicher Auftritt. Ja, von Filipe Pavic habe ich natürlich auch kein Bild. Ähm, Der jüngste Bayern-Spieler in der Champions League, glaube ich, ja. Im Januar 16 geworden. Ja, wild. Ja, auch da, ey, keine Eingewöhnung, keine direkt da gewesen, ja, für Innenverteidiger-Posi. Immer anspielbereit, abgeklärt, ruhig, gutes Passspiel. Ja, ich sage ja, wir müssen uns nicht so viel Sorgen machen, ja. Muss einfach mal auf die Talente setzen. Ja, schön zu sehen übrigens. Ja, Serge war schwierig heute irgendwie. Ja, ich weiß nicht, verkehrtes Stirnband aufgesetzt heute, ne? Kam dann noch für Bischof rein, weil der auch 'n kleines Wehwehchen hatte. Ähm, War auf jeden Fall präsent, war vielleicht auch wegen Stirnband präsent, keine Ahnung. Ich habe ihn auf jeden Fall wahrgenommen, hat 'n paar gute Ballkontakte gehabt, aber jetzt keine gute oder überragende Szene noch. Aber, da war die Luft eh schon raus aus der Partie, ja, wo Serge reinkam oder die anderen Jungs da. Das war 72., da stand's 4:0, also, ja, da war noch 'n bisschen Auslaufen angesagt in diesem Freundschaftsspiel und das war völlig fein, ja, auch für Serge. Ja, und dann haben wir noch Hiriko Ito gesehen. Hut ab. Schön, dass Ito wieder da ist, hat mich gefreut. Wieder 'ne Alternative mehr, ja, die, ja, auf der Linksverteidigerposition agieren kann. Ja, auch Ito hast du direkt wahrgenommen in 'n paar Szenen, ne? Ähm, ja, wie gesagt, schön, ihn mal wieder da zu sehen, dass er wieder Teil dieser Mannschaft ist. Wird mit Sicherheit auch noch 'n bisschen Zeit brauchen. Ähm, aber das freut uns doch alle, ja? Und in diesem Sinne mache ich's heute kurz und schmerzlos, Leute. Wie gesagt, es ist spät, ich muss früh raus. Äh, Locker flockiges Spiel, ja. Das, was man erwarten konnte. Und jetzt wartet Real Madrid auf uns. Das wird eine andere Hausnummer werden. Ähm, Freue ich mich riesig drauf. Wir haben ein paar Rechnungen offen mit Real. Und ja, wir werden sehen, ob unsere Mannschaft schon so weit ist, ein Real Madrid, was in Form ist, was Bock hat, ja, rauszukegeln. We will see. Wird interessant werden. Leute, rot-weiße Grüße, haut rein. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.